Hallo zusammen, willkommen zurück zum Dave am Taucherli und mir an den Controllernöppel im Gacki 1. Wir sind im Tag 5 angekommen und haben immer noch auf unserer To-Do-Liste das Signal vom Seevolk. Und jetzt hat ja Telly da uns noch wieder irgendetwas Neues aufgetischt. Ich gehe mal noch schnell da güchseln, was wir da aufrüsten können. Wir können grundsätzlich Flaschen ausrüsten. Oder halt auch den Anzug. Aber ich glaube, Flaschen nehme ich eher, weil Luft heisst ja, wie wir das mitbekommen haben, auch Leben. Und wir haben noch Platz. Wir haben jetzt noch Platz. Für beides. Mal, es langt noch für beides. Schau. Abmarsch. Abmarsch. Haben wir alles posten und als nächstes kommt dann wieder das Harpüneli dran. Haben wir das auch noch ganz schnell gemacht. So. Also, blaue Muscheln, braune Muscheln und Verfolgen vom Signal. Und wir wissen jetzt, wir haben ein Sushi-Restaurant. Heisst, ab und zu ein Fischli fangen. Dürfen wir nicht vergessen. Mal schauen, ob wir heute auch den ganzen Tag arbeiten. Wäre natürlich cool, wenn wir pro Folge immer einen Tag arbeiten. Aber ich würde eigentlich gerne nicht länger als 30 Minuten haben. Wenn es jetzt auch schon einmal länger war, muss sich halt alles auch noch ein bisschen einspielen. So, ab das Waffenkisteli. Ich habe gemerkt, immer wenn wir hier rumguseln, gibt es etwas, das besser ist als das, was wir haben. Was ist da? Pistole. Nein, ich will nicht ein Betäubungsding. Ich will... Nachher kommt der Hai und ich muss den ordentlich wegknüppeln. Und das für Käfer da? Käferli? Da haben wir doch schon die erste blaue Muschel. Die ist 1 Kilo schwer. Okay. Natürlich ein ordentliches Pfünderli. Zum Glück haben wir dort... unsere Taschen ein bisschen, oder unser Tauchrucksäckchen ein bisschen aufgewertet, würde ich sagen. Und dann hat es nochmal etwas. Ui, das ist ein Qualenlabyrinth, würde ich sagen. Aber die gehen wir uns noch pflücken. Blaue Muscheln, braune Muscheln. Ui. Aber wir gehen weiter Richtung Signal. Nicht, dass wir uns hier zu fest ablenken, wenn ich da scheinbar recht einfach zu ablenken bin. Muss ich ja gestehen. Oh. Kann die so tief runter? Oder kann die auch noch diagonal führen? Oh, geil. Verbesserungssatz. Geht führen gerübelt. Zu tief unten. Wieder. Oh! Druck! Fangen! Nice! Sehr geil. Wie viel Sauerstoffkapsel tragen wir raus? Oh, das ist gut. Und ich bei Gebrauch einsetzen kann. Sehr gut, wir haben alle braunen Mischeli und auch alle blauen. Jetzt haben wir das somit erledigt, wie wir hier schon haben. Nochmal eine Verbesserung. Ei. Die Sternchen. Geil. Haben wir wieder ein Luftkistchen, das nehmen wir doch gerade. Können wir echt den auch schon? Okay, der ist uns noch zu stark.
das Ding, hä? Ei, ei, ei. Hier scheint. Den mögen wir noch nicht. Schauen mal. Oh. Okay, das hat nicht. Oh, den schnippeln wir ab. Die Waffe hat 1,8 Kilo. Sehr gut. 13,6. Zum Glück habe ich eine Dingvergrösserung schon gemacht. So, jetzt tauchen wir aber hier mal runter. Wir wollen ja grundsätzlich immer noch das Artefakt. Das ist wieder so eine Blubberli-Pistole, die wollen wir nicht. Wir müssen hier oben und rechts überschwimmen. Ich habe da unten ein bisschen Schiss vor denen, dass der Hai plötzlich wiederkommt. Was ist das dort? Wie Glück gehabt. Ah. Oh, ich muss davon. Oh nein, jetzt bin ich schwer. Aber ich habe die Luft genommen. Okay. Ich habe die Luft genommen, jetzt aus der Dose. Ich habe wahrscheinlich beim Wild umhantieren habe ich die falsche Taste gedrückt. Darum habe ich jetzt den Sauerstoff genommen. Natürlich blöd, aber es ist wie es ist. Ich schwedere jetzt aber trotzdem mal noch da oben, auch wenn wir schon überladen sind. Und schauen mal, ob wir da noch etwas finden. Dort hat es noch mal ein bisschen Luft. Wow! Das ist also der Ort! Mal sehen! Das Signal kommt aus dem Inneren. An der Säule befindet sich eine Schrift. Also so Schriften, die habe ich noch nie gesehen. Wenn wir ein Werkzeug hätten, könnten wir den Felshaufen zur Seite bringen und versuchen hineinzugehen. Ich denke, es wäre am besten, das mit Cobra zu besprechen. Komm erst mal nach oben. Okidoki. Ich höre Stimmen. Oh, was ist da? Ich habe gedacht, ich habe etwas gehört. Anja. Was auch gehört. Das ist nicht der einzige. Nochmal eine Verbesserung. Oh, brauche ich eigentlich gar keine Luft mehr. Jetzt nehme ich einfach das hier. Fluchtkapseln. Verwende die Fluchtkapsel, um so schnell wie möglich zum Boot zu kommen. Okay, nein, das ist gut. Ja, ich will auf, ich bin überladen. Ich bin überladen, also Tatsch, Bang, Mereng, fliegen wir rauf. Und wir haben das... Druckentlastung. Herzig. Wir haben das geschafft für die Elli. Und wir haben das Signal geholt. Primissima. Wir sind aber immer noch im Kapitel 1. Da läutet er schon an, der Bacon. Ich habe einen Ort mit dem Signal der Seevolk-Zivilisation gefunden. Ich kann meinen wissenschaftlichen Durst, es zu überprüfen, nicht zügeln. Ich bin gerade auf einer wichtigen Tagung. Bitte besprich das zuerst mit Cobra. Ich werde morgen vorbeikommen. Okay. Wie schafft man den Felshaufen weg? Da muss natürlich eine Bombe benutzt werden. Achso, du musst natürlich eine Bombe benutzen. Geht das dann ja nicht, unter dem Wasser eine Bombe zu zünden? Hast du nicht von einem Felshaufen ganz tief unten gesprochen? Ich bin sicher, das geht schon. Vertraut mir doch ein bisschen auf die Regenerationskraft vom Meer. Er probiert schon wieder die Dinge einfach ein bisschen positiv zu sehen. Aber es gibt ein Problem. Lieferschiffe sind in letzter Zeit nicht angekommen. Ich brauche eine Lieferung von einem Bombenexperten, von dem, den ich kenne.
Anscheinend ist das Schiff aber vom Radar verschwunden. Ich glaube, es ist gesunken. Wenn ich die Drohne benutzen könnte, die ich bestellt habe, könnten wir die Vorräte bergen. Dave, könntest du ins Meer gehen und Drohnenmaterial bergen? Drohnenmaterial? Wie soll ich die im Meer finden? Es ist riesig. Es ist wahrscheinlich, dass die Lieferboxen von dieser Strömung mitgerissen worden sind. Such einen Ort mit Meeresströmungen. Er redet bestimmt von dem gelben Boot, das vom Krakau gefischt worden ist. Oh, das klingt gefährlich. Oh, jetzt Deli. Let's go. So schnell! Also das ist schwieriger, als ich gedacht habe. Die sind nicht leicht zu finden. Das ist nicht schlecht. Also, wenn ich die Lieferung an EcoWatcher abschliesse. Forschungsstufe erreicht, geil! Hä? EcoWatcher? Ach, du kennst sie nicht, EcoWatcher ist eine App, die sich für den Schutz der Umwelt einsetzt. Du erhaltest in der App Punkte für das Abschliessen von Aufträgen und Belohnung für das Erreichen von bestimmten Stufen. Also, ist das alles für Punkte in einer App gewesen, nicht für eine Publikation? Man könnte sagen, dass es im Grunde das Gleiche ist. Probier es doch auch mal aus, wenn es dich interessiert. Bis dann! Neuer Inhalt EcoWatcher. Verwendet die EcoWatcher-App, um verschiedene Umweltaufträge nachzugehen. Sammelt Punkte, um verschiedene Belohnungen zu erhalten. Okay. Okidoki. Der grosse Barracuda ist der grösste Fisch, den ich gefangen habe. Ich habe 8 gefangen. 18 gefunden oder so. Wie auch immer. Und all das geht ans Aquarium. Oh, er gibt ja richtig viel. Prima. Topo, Daumen rauf. Computerchip, Motor und Kameralinse. Schauen wir aber noch ganz schnell. Da ist die App. Epperdepp. Da, schau. Meerespflänzli. Können wir schon abschliessen. Zack. Also nehme ich immer alles mit. Beinknochen, Fußknochen, Schädel. Einen Schädel habe ich schon mal gefunden. Okay. Qualen erlegen. Das hohe Fischbestand von dem Feuerfisch. Ja, schliessen wir doch das mal ab, oder? Liefern. 20 Forschungspunkte hat es gegeben. Okay, super. Dann würde ich aber sagen, wir haben noch zu tun und hüpfen wieder ins Wasser. Da können wir nämlich den Nachmittag auch noch durchtauchen. Wir haben dann für am Abend wieder tipptopp etwas los. Let's go! Aber wir müssen daran denken, wir haben jetzt wieder keine Zusatzsachen. Wir nehmen ja immer unsere Standardwaffen mit. Das habe ich gar nicht geschaut, ob ich eine andere Waffe posten oder so. Oder mit diesen Aufwertungen, die ich jetzt immer gefunden habe. Genau. Lass mal schauen, wenn ich es nicht vergesse. Also, irgendwo, wo es Strömung hat, hat er gesagt. Wo auch immer das ist. Vertraue jetzt einfach darauf, dass da irgendwo steht, wenn ich zu tief tauche. Weil ich weiss, ehrlich gesagt, schon wieder nicht mehr, wie weit ich überhaupt runterschwätzen kann. Qualen erlegen müssen wir auch. Wir gehen jetzt einfach mal da oben. Jetzt nehme ich auch solche Fischchen, die ich noch gar nie habe, glaube ich. Jetzt auch eine Qualle. Qualle. Ich will nur nicht die hinterher nicht verwischen. Mal, 3 Mal.
Dann sind sie dann hin. Oh nein! Oh, Fisch verwünscht. Excuse, Herr Fisch. So, 3 Qualen. 3 Qualen von 5. Oh, das kann man einfach ein bisschen nebenbei sammeln. Sehr gut, die fange ich mittlerweile mit einem Schnurz. Nein, ich wollte mich gerade holen. Dem da muss ich jetzt aufpassen. Druck, 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 Druck. Sehr gut. Kann ich da mal raus? Was plaudert da? Ich muss mal herausfinden, was mich da die ganze Zeit anplaudert. Etwas rein. Oh. Zu kurz. Die Schnur ist zu kurz. Da hat es aber auf alle Fälle keine Strömung. Da für einen Fisch? Den mag ich noch nicht fangen. Das ist ein gefährlicher. Unten hat es noch ein Böckchen. Vielleicht kommt ja da. Dort unten hat es ein Luftböckchen. Sehr gut, dass ich das nicht wieder vergebens nicht. Oh! Dass ich das nicht wieder einfach so nehme, trülle ich es mal weg. Was haben wir da gefunden? Das brauche ich auch irgendwo. Da unten können wir Luft tanken. Sehr gut. Mischeli. Ja. Noch eine Muschel. Eigentlich kann ich ja wählen. Die Teile sammeln für den Cobra, aber Ablenkung pur da. Und ich habe schon wieder 16,7 Kilo geladen. Da hinten. Dort hinten hat es ein Ausrufezeichen. Oh Gott. Oh Gott, was ist das für ein Fisch? Oh Gott. Da unten. Au! Hat es mich voll in die Stachel reingeklopft. Okay, okay, verstanden. Nein! 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 Auf mit dir! Wieder so eine Waffe-Pistole. Computer. Jetzt brauchen wir nur den Computerchip. Bringen wir mal da rüber. Sind beide da gewesen? Ist echt das dritte auch noch da? Gar nicht sicher. Sehr gut. Warte schnell, ich habe gesehen, dass da eine Strömung ist. Können wir das nämlich auch noch aufsammeln und dann haben wir das alles geholt. Was ist das? Muscheln? Ah, Muscheln tut auch auffüllen. Oh, so herzig. Nicht da durchschwimmen. Nein, schau jetzt. Schaut es mir dort in die Stachel rein. Das heisst, ich schwedderle da wieder durch. Jetzt düse ich hier gerade rüber. Jetzt schaue ich, dass wir da das riesen Kalb an Fisch. Fang weg! No! No, dich will ich nicht. Du bist mir wirklich, wirklich noch zu gross, Kollege. Nicht. Der hat mich gepiekst! Ui, ui, ui!
noch hin? Schwimmt er jetzt davon? Hat er gemerkt, dass ich mich wehre, zack, schwedert er davon. Aber lieber, als dass er mich angreift, bin ich jetzt ganz ehrlich. Wir können ja noch einmal ein bisschen Luft nehmen. Das haben wir ja noch. Also. Jetzt bin ich schon zu schwer. Okay. Dann würde ich sagen, Taucher lädt man auf, oder? Alles, was uns noch so vor den Pfeiler schwimmt, das nehmen wir noch mit. Oh, das da vielleicht? Hat er gesagt, alles immer aufmachen wegen der Blaupause. Verbesserte Waffe. Mischeli. Mischeli, Holz. Da habe ich genug Luft. Ah, wir sind ja schon oben. Immer. Dann zurück zum Boot. Geben mal alles ab. Wenn wir schon alles gefischt haben. Auf jeden Fall geht ein bisschen produktives Ding. Gut. Damit sollten wir doch eine Drohne entsenden können. Du siehst ganz schön erledigt aus. Danke vielmals. Ich arbeite die ganze Zeit. Die Meeresströmungen haben mich ein bisschen durch den Mangel genommen. Verstehe ich. Es wird ein bisschen dauern, bis die Drohne repariert ist und wieder eingesetzt werden kann. Kannst ein Weile warten. Also bis morgen soll ich das erledigt haben. Bis dann kannst du ja ein bisschen den anderen Geschäften nachgehen. Absolut. Wir schauen gerade aber schnell. Genau, haben wir alles eingenommen. Ab ans Aquarium mit dem Zeug. Daumen rauf, Banco, hast du etwas zu kochen. Genau, bevor wir den Tag dort abschließen. Oh, nice! Hey, schau mal! Jemand hat sich auf die Stellenanzeige vom Banco Sushi beworben. Schauen wir mal rein. Eigentlich wollte ich noch mein Zeug abgeben. Das war nichts. Oh, ich hätte gar nicht so schnell mit der Bewerbung gerechnet. Mal schauen, wen wir hier haben. Also, können wir gückeln. Anheuern. Das ist ein recht guter Lebenslauf. Wir sollten die Person sofort einstellen. Auswählen. Oh nein. Ich will schnell Geld verdienen und dann eine Reise machen. Okay. Sie kann also 14 kochen, 35 Service, 15 Erwerb und 21 Charme. Fähigkeiten sehen wir noch nicht, die sind noch gesperrt. Aber gut, die kosten jetzt gerade nichts, also nehmen wir. Einstellung für... Ja, wir haben auch Hunger. Yoko ist abgeschlossen, Level 1. Alles klar, unsere erste Angestellte. Angestellte Personen musst du zuteilen. Und jetzt kommen wir bei der Küche hinzu oder Essbereich. Okay. Die Person kann entweder in der Küche oder im Essbereich eingesetzt werden. Füge sie deiner Küche zu, wenn du Gericht schneller zubereitet haben willst, oder im Essbereich, damit Gericht schneller serviert werden. Und was unsere neue Stellung betrifft, eine Zuteilung zum Essbereich wäre am sinnvollsten. Das hast du schon gesehen, Mann! Ich glaube, das wird fürs Erste ausreichen, um weiterzumachen. Ich muss es wohl nicht extra erwähnen, aber wenn mehr und mehr Gäste kommen, wird es ohne zusätzliches Personal schwierig werden. Neben den Neueinstellungen von Personal musst du auch an das Training vom Personal denken. Das wär das erste Mal alles. Geilo!
Sehr gut. Hoi, Kyoko, hoi. Bist eine Flotte. Hä? Bist eine Flotte? Gut. Im Menü. Wir schauen zuerst mal schnell die Forschung noch an. Gelbrücken-Füsilier. Gegrillter Rotzahn-Drückerfisch. Und das da? Aga-Aga. Davon kostet alles so 3. Wir haben jetzt 4 mal 3, das wäre 12. Das würde ja eigentlich alles drin liegen. Wenn wir das mal erforschen, dass wir das kochen können, oder? Nice! Ich weiss aber gar nicht, ob wir von dem irgendwie irgendetwas haben. Wir nehmen mal 2. Den auch noch. Okay. Oh, beenden und schauen, was wir jetzt so haben. Also, oh, schau, wir können jetzt 5 Menüs machen. Prima. Gut. Was haben wir da? Da haben wir schon Stufe 3 und da können wir nochmal veredeln. Ab geht's. Wir brauchen 6 Doktorfischli zum Veredeln und dafür kostet es nachher 11 anstatt 9 Münzen. Machen wir. 1. So gut. Einfach so gut. Automatisch kochen. Gut, das nächste Gericht. Haben wir das. Da haben wir 2. Auto kochen. Das können wir noch veredeln. Wir gerade einmal veredeln. Prima. Machen wir nochmal. Oh, das kostet 25. Sehr gut. Grosser Barracuda. Das kostet auch 20. Tipptopp, hautzen wir gerade raus. Feuerfisch. Wenn wir einmal veredeln. Wenn wir doppelt so viel, ja komm, einmal. Hauen wir das raus. Wir müssen einfach gut schauen, wenn das Gericht ausverkauft ist. So. Let's go. Ab geht's. So. Hättest du gerne einen grünen Tee? Hallo? Oh, du hättest gerne einen grünen Tee? Bist schon da? Zack. Perfekt. Du kommst natürlich auch einen über. Ich tue hier servieren. Schau mal, wie wir aufgestellt sind. Super. Ich raus. Der Koch kommt nicht nach. Wow. Ich kann da schon mal ein bisschen anrühren. Nicht, dass wir dann von dem zu wenig haben. Der Koch kommt nicht nach.
Und ich muss schnell das Menü tauschen, Kollegen. Spiegelqualen. Ich müsst es probieren. Ich müsst es wirklich probieren. Ja, tauschen. Automatisch kochen. Tauschen. Mein Fischli. Wir müssen schnell einmal veredeln. Und dann nehmen wir den auch noch drauf. Ja. Automatisch kochen. Ja. Gut. Shit. Komm schnell, mach! Ich kann es doch nehmen. Oh, ich muss putzen. Bis aus, das ist gut. Gutes Güssel. Du musst jetzt halt zischen, ich muss hier putzen. Wir lassen nur einen Saustall da. Komm! Ui, wir haben es geschafft. Einmal schruppeln da. Prima. Das war knapp. Das war knapp. Aber wir haben es gerockt. Mit unserer Ruhe, die wir haben wir das gerockt, würde ich sagen. Oh, nicht mehr so viel eingenommen. Gut, wegen der Haifisch, gell? Wegen der Haifisch. Die haben natürlich das letzte Mal hure Klumpen gegeben. Aber hat sie gut gemacht für ihren ersten Arbeitstag. Würde ich sagen. Und wir gehen zum Tag 6. Dr. Beck. Guten Morgen! Leider konnte ich gestern wegen des Symposiums nicht vorbeikommen. Hast du mit Cobra gesprochen? Oh ja, da fällt mir ein, ich habe ja das Material beschafft, wo mir der Cobra gesagt hat, dass er eine Drohne repariert. Ein bisschen spät dran, wa? Haha, danke dir konnte ich die Drohne gut reparieren. Ich habe auch ein paar Vorräte besorgt. Das sind die Bomben, die du hast wollen. Außerdem. Oh, danke. Dr. Speckli, werden die genügen? In Ordnung. Kehren wir zu dem Felshaufen zurück. Moment. Ich bin noch nicht fertig. Ich fange heute an. Der Cobra Shop ist offiziell eröffnet. Was ist denn das? Die Lieferung. Die Lieferungen sind unterbrochen worden, aber mit der funktionierenden Drohne kann ich 3 Arten von Objekten an einem Tag transportieren. Sprich mich an und wähle den Cobra Shop aus, um eine Liste zu sehen, die sich jeden Tag ändert. Ich kaufe auch ein paar Sachen auf, die du nicht brauchst. Schau dir auch den Reiter Verkaufen an. Ich habe so das Gefühl, dass du hohe Preise verlangen wirst. Aber es ist schön, sich vorzubereiten. Ich verlange keine hohen Preise, nur weil ich das einzige Geschäft hier habe. Ja, so hast du keine Angst, öfter vorbeizuschauen. Schau einfach vorbei hier. Ich habe das Gefühl, dass dir gerade deine Geschäftstaktik rausgerutscht ist. Jedenfalls ist es an der Zeit, um den Felshaufen zurückzukehren, wo Süssi heute aber du dort zurückzukehren, wo das Signal vom Seevolk entdeckt wurde. Prima. Den Cobra Shop habe ich. Zusatzobjekte kaufen und deine Objekte im Cobra Shop verkaufen. Nur morgens und nachmittags verfügbar. Gekaufte Objekte können nur einen Tag. Ah, okay. Oh. Ich habe vergessen, dir etwas zu sagen. Was denn, Frau Yoshi? Wenn du mehr Mitarbeiter einstellst und mehr Zutaten kaufst, musst du dich um viele Dinge auf einmal kümmern. Darum habe ich beschlossen, dir eine Verwaltungs-App zu geben,
die auf deinem Smartphone funktioniert. Mit ihr kannst du jederzeit den aktuellen Stand von Banco Sushi überprüfen. Du kannst den Status vom Restaurant ohne dort hingehen anzuschauen. Oh, das klingt praktisch. Ich habe die App bereits verlinkt. Warum überprüfst du sie nicht auf deinem Smartphone? Ich bin sicher, dass Banco Sushi weiter wachsen und erfolgreich sein wird. Informationen zur Banco Sushi Bar in der Verwaltungs-App überprüfen. Probier es auf dem Handy aus. Ah, nur für den Fall, dass es im Inneren etwas gibt, das es sich zu dokumentieren lohnt. Wie wäre es, wenn du diese Unterwasserkamera mitnimmst? Ui, eine Kamera! Genau, für die Forschung wird es von Bedeutung sein, wichtige Daten mit Fotos zu erfassen. Nimm die Kamera mit und ich gebe Bescheid, wenn ich den geeigneten Ort gefunden habe, um sie einzusetzen. Oh, Kelly, do, Kelly. So. Also, Verwaltungs-App sehe ich hier Geld, das wir eingenommen haben, was wir dort haben. Service. Okay, super. Wenn wir noch schnell zum täglichen Abschluss unseren Rucksack anschauen. Sushi aus tropischen Fisch so gut schmeckt. Es ist unglaublich. Wir haben einen Fan mehr. Sehr gut. Solche Aufnahmen im Trend sind. Absolut, mir gefällt's. Ich habe gehört, dass der Fisch giftig ist, aber tatsächlich schmeckt er gut. Der Lionfisch-Sushi. Prima. Es ist furchterregender Fisch, aber er hat einen zarten Geschmack. Das Barracuda. Wir sind Banco Sushi Bar und unser Sushi lässt dich die am Hör mal auf! Okay, haben wir schon mehr Follower? Oh nice, wir haben schon 14, 24. Oha! Prima, prima! Also, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir durchstarten mit Tag 6. Auf Wiedersehen!